Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, diesmal bin ich wieder unterwegs und zwar auf dem Otterbach-Buchweg. Der verläuft zwischen Rheinzabern und Jockrim, ist rund 9 Kilometer lang und wurde vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg zertifiziert. Über weite Teile läuft man, wie es der Name schon sagt, immer entlang des Otterbachs. Das Besondere dabei ist, dass der Otterbach einer von ganz wenigen Bächen bei uns ist mit einem noch fast unberührten Bachverlauf. Und auch die heißen Tage Ende August, Anfang September haben ihn nicht austrocknen lassen. Offensichtlich gibt es also genügend Quellen, die ihn speisen, sodass er auch solche Zeiten übersteht. Manchmal ist das ja auch in unserem Leben so. Auch da gibt es ja sogenannte Durststrecken, die einem innerlich regelrecht auszutrocknen drohen. Was hilft Ihnen eigentlich über solche Durststrecken im Leben hinweg? Was sind die Quellen, aus denen Sie schöpfen können? Mut, Hoffnung, Zuversicht oder auch Trost? In der Bibel begegnen immer wieder Menschen, die von sich sagen, dass der Glaube an Gott für sie so eine Quelle ist. Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens, sagt das zum Beispiel der Beter, von dem Psalm 36 stammt. Welche Erfahrungen dieser Mensch wohl gemacht hat, dass er das jetzt so sagt? Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Das könnte bedeuten, ich kann darauf vertrauen, dass ich nicht allein bin, egal welche Wendungen mein Leben auch nimmt. Ich weiß mich gehalten, auch wenn ich Angst habe oder durch Zeiten der Trauer gehe. Ich finde Orientierung und Halt bei der Suche nach dem richtigen Weg in unübersichtlichen Zeiten. Ich darf darauf hoffen, dass ich auch über das Ende dieses Lebens hinaus getragen und geborgen bin. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf jeden Fall so eine Quelle des Lebens haben, die auch dann nicht versiegt, wenn es heiß hergeht in Ihrem Leben und Sie gerade so eine Durststrecke durchmachen. Und wenn Sie mal Zeit zum Nachdenken brauchen darüber, was Ihre Quellen sind, dann ja vielleicht hier auf dem Otterbach-Buchweg. Gesegnete Zeit. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.